So, also wie wir gesehen haben, haben wir ein Angebot gekriegt. Besser gesagt eine Einigung. Und zwar mit dem Destro, unserem italienischen Stürmer. So, gut. Und zwar für ein Jahr. Das ist eigentlich fast so wenig. So, da werden wir mal ein bisschen ändern. Und zwar mindestens 2 Jahre. Dafür machen wir einfach 9 Millionen Ablöse. So, Gehalt kriegt er einfach ein bisschen mehr. Machen wir mal auf 2,3. Und wir machen nochmal gerade Zahlen raus. So, damit kann er normal zufrieden sein. Also hoffe ich zumindest. So, die anderen 3 kommen dann schon im Januar. Gut, dann haben wir... Also wir haben jetzt Manchester United als Gegner. So, unser letzter Sieg in der Liga ist schon etwas weiter her. Gegen West Ham haben wir verloren. Ah ja, unser letzter Sieg in der Liga war am 13. Spieltag gegen Chelsea London. Also sind wir schon 5 Spiele lang ohne Sieg. Das ist natürlich ganz schlecht. So, in der Aufstellung heißt... Ach so. Dann haben wir Tiote Diadohi. Ryan Taylor wie immer hinten. Der spielt draußen. Der da einer. Und den lassen wir draußen, weil der nicht fit ist. Gut. Manchester spielt in Rot. Wir spielen in Weiß, wie immer. Nochmal kurz checken. Passt. Ja gut, mehr Auswahl haben wir eh nicht. Die anderen sind lauter so Pfeifen. Gut, starten wir ins Spitzenspiel. Und zwar im Old Trafford Stadion von Manchester United. Ja, die sind selber in so einer kleinen Krise. Und haben die letzten Spiele auch nicht gerade gut abgeschnitten und sind vom ersten Platz, glaube ich, hochgefallen. Die waren lange Zeit, waren sie am Anfang der Saison waren sie umhat. Mittlerweile nimmer. Wer ist eigentlich Tabellenführer? So, Vorsicht vor Wayne Rooney. Ich glaube, ich muss ihn nicht erwähnen, dass der gefährlich ist. Und da ist er durch. Ja. Ja, und so schnell kann das gehen. Und somit liegen wir sehr schnell hinten. Wayne Rooney, 1-0 Manchester. Geht ja schon wieder heiter los. Ja, grottige Verteidigung. Ja, also nach nehmen wir 5 Minuten. Liegen wir unten und hinten. Ja, das war natürlich die schnelle Antwort, aber er ist nicht reingegangen. War natürlich geil gewesen. Ja, bei uns hapert es zurzeit. Seit 5 Spielen haben wir schon immer gewonnen in der Liga. Kann man durchaus schon von einer Krise reden. Wir schießen zwar Tore, an dem scheitert es nicht. Was Büttner? Wer ist denn Büttner? Ja, wie gesagt, an Tore schießen scheitert es bei uns überhaupt nicht. Aber wir schießen einfach zu wenig. Meist haben wir immer die anderen um uns mehr dann. Und gewinnen natürlich dadurch. Logischerweise. Ryan Giggs und Rooney startet schon wieder durch. Und das war Fake dabei. Ryan Giggs.
Nächste Ecke. Oder ist die erste? Ich weiß gar nicht mehr. Giggs. So, jetzt dann mal außer da hinten. Caballé auf rechts. Ben Arfa startet. Wo ist Dembaba? Und da ist der Ausgleich. Ja, das war doch mal ein schönes Tor. Klasse Kontergewinn. Und dann haben wir gut abgeschlossen. Ich glaube, wenn wir direkt gemacht hätten mit Ben Arfa, war da vielleicht... Warten die Chancen schlechter gewesen, dass er reingegangen war. Aber so haben wir schön zurückgemacht. Und wir sind wieder zurück im Rennen. Ein Sieg war natürlich Gold wert. Weil wir dann Manchester auf die Pelle rücken können. Raphael. Und der ist immer noch nicht weg, ja, der Ball. Wo ist eigentlich Santon? Der spielt doch rechts. Das war Foul von Caballé an Büttner. Und es gibt kein Gelbe. Oh, das ist mal ganz was Neues. Büttner klingt irgendwie deutsch. Also für mich zumindest. Weiter Pass. Den kann er allerdings sogar der Laffer. Hätte ich nicht gedacht, dass wir den noch erwischen. Also ist viel Action im Spiel und es geht munter hin und her. Ryan Giggs. Abgeblockt. So, Krul hat den. Büttner. Tja, das war abseits. Da waren wir wieder zu spät dran. Ein Tick früher und dann hätte er ihn gehabt. Und dann hätte er durchbrennen können. Rooney. Oh, die war natürlich nicht so gut. So, entschärft. Oh, Raphael ist schnell unterwegs. Scholes. So, erst einmal weg damit. Aber es spielt nur noch Manchester. Oh, das war natürlich klasse gewesen, wenn der durchgegangen war. So, Fall von Coloccini. Es gibt die gelbe. So, Freistoß Jones. Ferdinand. Nächstes Foulspiel. So, der mit Freistoß Young. Valencia kommt zum Abschluss.
So, gleich mal weg damit. Bevor es noch größeres Unheil gibt. Und wir kommen hinten gar nicht mehr raus. So, jetzt halt mal zur Rettung geht es in die erste Halbzeit. Also in die Pause. Ja, 1-1 steht's. Manchester hat uns ganz schön eingedeckt mit Schüssen aus allen Lagen. Da muss auf jeden Fall eine Steigerung her in der zweiten Halbzeit. Gut, wir könnten wechseln. Wollen wir Ronaldo außer da? Er ist nicht in Bestform. Cissé hingegen schon. Und manchmal ist es einfach besser, wenn man drin hat, der in besserer Form ist. Da war er schon mal im Abseits. Freistoß Büttner. Scholes auf Raphael. Und er ist vorbei, Raphael. Geblockt von Tiote. Er kann flanken. Und weiter Pass auf Dembaba. Der ist ein Lords. Und macht's nicht. Oh, Rooney. Mit schlechtem Abschluss. Zum Glück für uns. Der, wenn richtig abgezogen hätte. Dann darf jetzt 2 anstehen. Taylor. Und dann versperren wir uns da. Und das war abseits zum Glück von Valencia. Young. Ferdinand. Ja, da wollte ich einfach mal abziehen. Hat allerdings nicht hingehaut. Valencia wieder. So, erst einmal geklärt. Und Manchester setzt auf Sturm. Robin van Persie. Oh, da ist er durch. Grottenschlechte Abwehr gerade. Nächste große Chance. Ja, das war abseits von Dembaba. Also bei uns in der Abwehr geht es hinten drunter und drüber durch. Dazu. Das sollte man schnell in den Griff kriegen, weil es, glaube ich, geht nach hinten los. Coloccini war auf dem Posten. Ja, Ben Arfa ist, glaube ich, auch halt irgendwie neben der Spur. Den wechseln wir jetzt mal aus. Und dann dafür den Brasilianer Oscar einer. Ja, Ben Arfa kriegt halt keine Pässe zustande.
Oh, bei Nafa, da ist er wieder. Jawohl, und da kommt die Flanke zum richtigen Mann, Dembaba. Und jetzt heißt es 2-1 für uns. Exzellent gemacht. Damit hätte ich gar nicht gerechnet, dass wir jetzt wieder ein Tor schießen. Bei den drunter und drüber zuletzt in unserer Abwehr. Und die Flanken ist von Santon gekommen. Genau auf die Füße von Dembaba und der macht es. Und somit steht es jetzt 2-1 für uns. Nach dem frühen Rückstand haben wir ja einen Ausgleich gemacht. Und jetzt machen wir die Führung und wir führen jetzt, ja wie gesagt, gegen Manchester United. Und bei denen kommt der nächste offensive Mann, Nani. Da ist er schon. So, Vorsicht. Und wir lassen uns jetzt Zeit, also wir spielen die Sekunden ober. Dembaba startet, Core Abseits. Ja, das ist nicht die Entscheidung. Wird natürlich jetzt der Hammer gewinnen. So, Tiote köpft daneben. So, alles weg jetzt, wo es weggeht. Sonst gibt es, glaube ich, noch Unentschieden. So, Oscar. Ja, hat nicht lang zum Vorbeikommen. Gutierrez. So, der Italiener wieder, Santon. Einwurf, wichtige Sekunden, die da vergingen. Und jetzt wechseln wir nur aus, vielleicht bringt es ja was. So, machen wir mal so. So, das war noch ein grobes Foul von Taylor. Der kriegt die gelbe Karten. Wegen Foul an Van Persie. So, jetzt kommt noch der frische Mann für die letzten paar Sekunden. Und jetzt bloß kein Gegentor mehr. Bloß kein Gegentor. Ja. Tja, gut, was soll ich jetzt sagen? Manchen fällt ja einfach der Ball vor die Füße und sie brauchen eigentlich nur noch, ja, reinhauen. Und ich nenne das einfach mal rotzfrech. Das war Dusel und zwar richtig. Also genau in der letzten Sekunde der Ball noch vor die Füße fällt. Und wir um einen Sieg betrogen werden. Ja, und somit geht es nur unentschieden aus. Leider, wir haben einen Sieg in der Hand gehabt. Aber was will man schon viel machen, wenn die anderen mehr Glück als Verstand haben? Aber ich sag's einmal so, Manchester ist an der Blamage vorbeigeschrammt. Aber wir haben ja nur ein Rückspiel und dann sind es fällig. Ja, somit bleiben wir erst einmal auf Platz 7 in der Europa League. Und Manchester City ist erster. Okay. Und sie haben einen richtigen Vorsprung schon. Wir haben 27 Punkte, die haben 41.
So, wir haben wieder eine Einigung erzielt. Ich hoffe, die richtige.